Aladdin und die Wunderlampe. Vor langer Zeit hat in einer grossen Stadt in China einmal ein armer Schneider gelebt. Der hatte einen Sohn, der Aladdin geheissen hat. Der Vater hätte es gern gesehen, wenn der Aladdin auch Schneider geworden wäre. Aber dazu hatte Aladdin gar keine Lust gehabt. Er hat sich lieber mit seinen Freunden auf den Gassen der Stadt herumgetrieben, dummes Zeug angestellt und gespielt. Vor lauter Kummer ist der Vater krank geworden und gestorben. Die arme, unglückliche Mutter musste die Schneiderwerkstatt verkaufen und mit Bauen spinnen den Lebensunterhalt für sich und den Aladdin verdienen. Der Aladdin ist weiter mit seinen schlimmen Freunden in der Stadt herumgelungert und hat, bis er 15 war, nichts rechts lernen. Dann, einisch an einem Tag, ist ein Fremder in die Stadt gekommen. Er war ein maurischer Derwisch aus dem fernen Afrika und ein mächtiger Zauberer. Mit seinen magischen Kräften konnte er Berge aufeinander türmen und er hat sich auch in der Astrologie auskennt. Als er den Buben beim Spielen zugeschaut hat, ist ihm der Aladdin gerade aufgefallen. Das ist der Bub, den ich suche. Wegen dem habe ich mich auf den weiten Weg gemacht und meine Heimat verlassen. Und heimlich hat er sich bei den anderen Buben genau über den Aladdin erkundigt. Dann ist er auf ihn zugegangen und hat voller gespielter Freude gerufen: «Bist du nicht der Aladdin, der Sohn vom Schneider Mustafa? Du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.» «Ja, der bin ich», hat Aladdin überrascht gesagt. «Aber mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben.» Da ist der Fremde in Tränen ausgebrochen und hat Aladdin umarmt. «Oh, Aladdin», hat er geschluchzt. «Jetzt bin ich den weiten Weg von Afrika bis auf China gereist, um meinen lieben Brüder noch einmal zu sehen. Und jetzt muss ich hören, dass er schon gestorben ist.» «Dann bist du der Brüder von meinem Vater?» hat Aladdin ganz überrascht gefragt. «Ja, ich bin dein Onkel. Ich bitte dich, Aladdin, führ mich zu deiner Mutter. Ich möchte sie gern begrüßen und das Haus sehen, wo mein lieber Brüder gelebt hat und gestorben ist.»